Heppa! Grüß Gott! Da sind wir wieder. Montag 20.15 Uhr oder Viertel 9 oder Viertel über 9 oder eine Dreiviertelstunde vor 9 suchen Sie sich's aus. Hier ist Ihr Kompetenzsender Rotz TV mit der Rotz Show und wir winken alle mal in die Kamera. Grüß Gott! Hallo! Grüß Gott. Ja, lange hat's gedauert, aber trotzdem ist es passiert. Wir haben die zweite Welle und aus Gesundheitsgründen. Ich bin schlecht vorbereitet. Dann wird wieder Fieber messen. Ich tue mal Fieber. Tun wir Fieber messen, ja. Ja. Ist aber blöd jetzt mit Rauchen, oder? Hm? Man muss da laufen. Ja, das geht jetzt ein Zusatzfilter. Ja, muss aber wieder, aber es macht nichts. Ja, sollten auch Sie uns heute zuschauen aus den Hotspots St. Wolfgang, oder wie heißt das? Am Wolfgangsee. St. Wolfgang am Corona-See. Herzlich willkommen an alle Zuschauer aus St. Wolfgang Corona-See. Ihr könnt euch wieder im Chat verewigen. Schreibt zu uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was euch gefällt, sind wir, das wissen wir eh. Grüß euch, es Beideln, schreibt der Dieter Postlige. Grüß dich, du Beil. Ich nehme an, aus St. Corona. Schon wieder einer. Ja, und 36,2, Herr Unfall ist Alles im grünen Bereich, ja. Aber ich habe Rektalmessen muss ich nachher noch, aber das machen wir dann noch. Ich habe da steckt schon Okay. was, ich weiß. Ja, wäre ein Video. Voll Teufel. Also nur Ja, begrenzt Platz in deinem Arsch. Lieber Lumpi, ich glaube, heute ist ja ein spezielles Ding. Wir feiern ja heute ein Jubiläum, glaube ich. Ja, das erste Jubiläum haben wir, dass wir, glaube ich, vor 3 Tagen und einem Jahr die allererste Rotz-Show auf YouTube rausgeblasen haben. Ja. Ein episches Kuddelmuddel von hier bis Feuerland Mitte. Ja. Legenden ringen sich über die Entstehung von diesem sozioökonomischen Projekt. Ja. War alles dabei, was man sich eigentlich nicht wünscht zu einer Premiere, außer Publikum, das hätten wir uns gewünscht. Ja. Aber okay, nein, aber wir haben uns verbessert und werden eigentlich immer weniger von Show zu Show. Also ich finde, wir sind gut am Weg. Ja. Ja. Ich würde auch Ich glaube, ja, die erste Roadshow war generell, glaube ich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ungewollt. Und ich glaube, dass das Highlight dieser ersten Roadshow war dann so gegen Ende hin, als ein furchtbarer Fox Parks, also ein Fauxpas passierte. Ich glaube, der Herr Unfall kann sich noch erinnern. Ja. Was denn, was war da? Naja, Also irgendwas, was auf keinen Fall meine Schuld war. Also wenn Getränke umfallen, dann hat das aber mit Wasseradern sicher zu tun gehabt oder Poltergeistern sicher nichts mit mir. ja, ich glaube auch. Ja, wir waren uns ja dann einig in der Show, dass es ja mein Fehler war, weil ich das ja alles vorbereitet habe und wie konnte ich nur den Fehler machen, quasi die Verteilerdose so offen hinzustellen, dass man ein Bier überhaupt reinschütten kann. Ja? Also wir waren uns einig, dass Milhouse schuld ist, dadurch, dass der nicht da war, war es halt meine Schuld. Ja? Ja. Okay. Wir haben alles richtig gemacht. Ja, aber auf jeden Fall, jetzt machen wir das Ganze schon seit einem Jahr und ich würde sagen, der Erfolg gibt uns recht, nicht wahr? Der Misserfolg gibt uns Unrecht. Absolut. Na bitte, die Massen strömen immer vor die Fernsehgeräte, sobald wir live sind. Ja. Aber zumindest man kann sagen, wir haben damals schon die Zeichen der Zeit erkannt und haben gewusst, dass dieser Lockdown kommen wird und somit keine großen Konzerte, wie es für uns üblich sind, möglich sein werden. Darum haben wir damals schon auf diese Roadshow umgeschwenkt, weil wir gewusst haben, da kommt was. Da kommt man gewusst, in China, da kommt Da was. kommen wir dann auch zur Verschwörungstheorie Nummer 1, oder? Dass die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, eigentlich von Rotzpippen, um mehr Leute in der Quarantäne vor die Computer zu zwingen quasi, damit die unsere Sendung schauen. Ne? Das ist richtig, ja. War gut. Schaut auch in Also auch in diesem Sinne, wir haben alles richtig gemacht. Ne? Kann man sagen. Ja. Okay, gibt aber noch was zu feiern, etwas anzumerken. Und zwar, es passiert uns ja in regelmäßigen Abständen, dass wir an einer Veranstaltung teilnehmen. Und zwar ist das, bitte? An einer. Ja, an einer Veranstaltung teilnehmen. Und zwar ist das der alljährlich, vielleicht nächstes Jahr nicht, schauen wir mal, stattfindende Protest-Song Contest. Ich glaube, den gibt es seit 2002 oder 2003, wenn ich mich nicht irren mag. Und ich glaube, wir haben mit unseren vielfachen Teilnahmen diesem Protest-Song Contest doch auch ein bisschen unseren Stempel aufgedrückt. Und Das kann man so sagen. ja,
Ich glaube, im Chat kann man jetzt diskutieren darüber, wer sich noch erinnern kann an unsere fabelhaften Auftritte bei Vorausscheidungen, Ausscheidung und auch bei Finalen. Und ja, warte, starten wir gleich mal eine in diese fulminante Erfolgsstory, oder wollt ihr noch was Ja, sagen ja, dazu? natürlich. Ich meine, es war ja anno dazu mal 2010, ja, als wir das erste Mal als Rotzpippen und das Simmeringer Frauenorchester ja, antreten durften, so stand es im Teletext, ja, statt Faustwatschenorchester. Ja. Es war auch damals eigentlich der erste offizielle Auftritt des Lombardi, yours truly, ja, weil mich gab es davor eigentlich noch nicht. Ja. So wie ich mich erinnere, hat es geheißen, okay, wir sind extrem, war damals extrem überrascht, dass ihr überhaupt ins Finale kommen seid. Weil Rotzpippen hat ja als Konzept gehabt, dass jeder das eigentlich spielt an Instrumenten, was er noch weniger kann als normalerweise. Und ich glaube, da war zum ersten Mal der Schnitt zum Sagen, ja, zumindest ein paar Leute sollten vielleicht wissen, wie man die Gitarre in der Hand hält oder so. Ja. Das stimmt. Da haben wir uns ja große Hilfe geholt. Ja. Dead Moon Rising auf der Teufelsgeige, unvergesslich wie immer. Gina Prololici da mit der Akustiklampfen dabei. Ja. Ünsel am Bass. Ich meine, ein Ensemble von Stars. Willibald Budern. Das waren halt noch Namen, die Namen gehabt haben. Ja. Haben wir da eigentlich beim Vorentscheid auch? Also haben wir sicher auch mitgemacht, aber kann ich mich nicht mehr erinnern. Haben wir da live gespielt, oder? Das war dieses Halbplayback, soweit ich mich erinnere. Bei der Würfelpolka. Ja, da war Halbplayback, aber wir haben gesungen dazu und haben uns einen Watschentanz auf der Bühne gemacht. Ich glaube, der hat uns ja dann ans Finale gewatscht. Habt ihr das zu zweit nur gemacht? Oder Nein, wir haben zu zweit gesungen und die Brigitte Bordeaux und der Ünsel Günsel haben im Hintergrund, und jetzt halte dich fest, getanzt und der Ünsel hat sogar geschranzt. Das war das Allerschärfste. Das war damals Absolut, ja, Ünsel mit dem Schlüsselband rund um den Oberschenkel gebunden, er war der Wahnsinn. Ja. Und ich würde sagen, schauen wir vielleicht in das Video von unserem ersten Finalauftritt hinein. Wir wurden damals, oder ich möchte mit den Worten, das ist ein Unfall sagen, wir haben damals den 3. Preis gewonnen. Und man sieht jetzt leider am Video nicht diesen genialen Aufgang auf die Bühne des Dead Moon Rising, den sieht man leider im Video nicht, weil er ist wirklich auf allen Vieren auf die Bühne gerollt und hat sich ja noch verabschiedet beim Herrn Stermann mit den Worten Dankeschön, auf Wiederschauen. Ich glaube, es gab auch große Kritik an unserem Gitarrensound vom Herrn Peter Paul Skrepek damals. Aber scheiß drauf, ich würde sagen, schauen wir mal hinein. Rotzpippen live beim Protestsong-Contest 2010 mit dem vollständigen Simmeringer Frauenorchester mit der Würstelpolka. Bitteschön. Viel Spaß. Guten Abend, wertes Publikum. Da ist wer da? Der Kollege hat ein Wort vorenthalten. Wir sind Rotzpippen und das Simmeringer Faustwatschenorchester featuring ein seelenloser Ziegelstein. Und wir spielen für Sie unseren neuen Nummer 1 Hit, Würstelpolka. Yeah! 1, 2, 3, Bier!
Da waren wir sexy bis dann arisch. Ich applaudiere uns selber. Meine Herren, das war wunderbar damals. Hätten wir eigentlich den Sieg wie sonst auch immer verdient gehabt, würde ich sagen. Ja. Ja, aber wir haben uns ja gesteigert, würde ich sagen. Also es ist ja immer mehr 3, geworden. 3, 1 und weg. Stimmt, da waren wir Platz 3, oder? Ja, da haben wir damals den dritten Preis gewonnen. Der Sieger damals war Paut. Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden. Wirklich, das war da. War damals in meinen Augen verdienter Sieger. Ja, das Zweiter war schon waren, weiß jetzt nicht mehr, wir waren Ex-Equo-Dritter. Mit wem weiß ich nicht mehr. Mit den Madtown Dogs waren wir Madtown Dogs, auf dem Preis 3. Du bist so ein altes Lexikon, Lombardi, das ist auch Ihr alles noch wisst, ist ja unglaublich. Irre. Keine Ahnung. Ich habe am selben Abend noch alles vergessen gehabt, glaube ich, weil wir dann ja nachher noch zum berüchtigten Café Hertha eingekehrt, glaube Ja, ich. genau. Ja. Und einer von uns, ich weiß nicht, der da in der Gruppe dabei, also keiner aus der Band, ja, sowas tut keiner von uns, hat dann noch gefragt bei der Hertha, ob es ein Red Bull gibt. War das der Abend? Ja, das war der Haben Abend. sie Ja. einen Red Bull? Und sie hat gesagt, wenn du fliegen willst, kannst du einen Tritt haben bei der Tür aus. Das war die Hertha. Gott habe sie selig, ja. Das Also, war ja, eine gute Zeit, oder? Ich glaube, derjenige hat sogar zweimal nach einem Red Bull gefragt. Beim ersten Mal ist er mal total ignoriert worden von der Hertha. Und beim zweiten Mal hat sie ihm dann diese Meldung umgeschoben mit, quasi, wenn du fliegen willst, dann außer bei der Tier mit dir. Ne? Ja, also wie gesagt, das war unser erstes Erscheinen beim Protest Song Contest, dritter Platz. Und Ja, dann, es war wirklich gut, vor allem es war wirklich eine neuartige Erfahrung für uns, nicht? Weil ansonsten Ja. haben wir, ich hab Schaut uns ja Gitarre keiner gespielt, zu. Ne? der Ünsel hat Schlagzeug gespielt. nein, der Insel hat Bass gespielt, du hast Schlagzeug gespielt. Ja, aber davor. Stimmt, du hast- du Bei hast- unseren davor, Auftritten davor. Ja, Ja. stimmt. Ja, Dann- und so geschah dann- es, dass wir diese wunderbare Erfahrung genutzt haben und ein Jahr später uns wieder beworben haben beim Protest Song Contest und wieder ein schönes Lied eingeschickt haben und wie der Herr Ernst Molden gemeint hat, eigentlich unser bestes Protestlied und möchte mich Finde ich dabei, auch. mich Also- da persönlich der Meinung des Herrn Molden auch anschließen. Dem Herrn Molden ich glaub- widerspricht man nicht. Ich glaube, das war auch unser bestes Lied aus der Feder des Herrn Umpferl auf jeden Fall. Und es war die Moritat von der Schwarzen Maria. Friedhof, magst du vielleicht erzählen, um was es da ging in dem Lied? Ja, das war damals doch wie hat sie geheißen, die Innenministerin, die Maria Fechter, oder? Die Schottermitze. Schon damit sie. Genau. Und die hat ja lustigerweise Kinder aus dem Kindergarten irgendwie wohl abgeschoben. Na, aber das Schlimme war ja dieser Zynismus. Der hat ja gesagt, kindergerecht. Der war abgeschoben, die war eine kindergerechte Abschiebung. Ne? Ja, Und da hat man diese beängstigenden Bilder gesehen, wie bei einer Deportierung und so. Hat Und da hat man ganze schon Kindergartenklassen traumatisiert mit der Aktion. Ja, und da haben wir dann einfach ein Lied geschrieben. Über die Schwarze Ein Moritat oder die Moritat. die Moritat von der Schwarzen Maria. Ja. Genau. Aber ich möchte dazu sagen, Maria, vor der sich alle Kinder fürchten und sich verstecken, weil sie sonst einfach verzahrt. Genau, und diese furchtbare Schwarze Maria wurde damals auf der Bühne dargestellt von unserer wunderbaren Frigide Bordeaux. Brigitte. Wir haben das mehrfach geprobt, dass sie halt während des Auftrittes auf die Bühne kommt und quasi mich von hinten packt, quasi wie die böse Schwarze Maria. Ja. Wir haben das mehrfach durchgeprobt, es hat immer funktioniert und dann beim Konzert, also bei dem Auftritt, war ich, weiß ich nicht, in einer anderen Welt oder schon einmal fett und habe Beides. mich, wie die mich von hinten gepackt hat, aber sowas von erschrocken und ich glaube, man wird es im Video vielleicht auch sehen, dass ich fast vergessen habe zum Weitersingen. Das war furchtbar. Und ja, das war 2011 und auch damals war es wieder der dritte Preis. Wir sind damals wieder Dritter Ich geworden. dachte, wir sind Zweiter geworden dann. Nein, es Aber war schon der dritte. Na, Ja, 3, also 3, wir- 1. Gewonnen Wir haben haben- die Gebrüder Ja, das Marx, oder? Genau, gewonnen haben damals die Gebrüder Marx mit Hätt man kennt, Hätte man kennt, mag war aber eine nicht. super Nummer, ja. Ja, absolut. Lustig. Aber wir haben uns quasi über 2 Jahre lang auf dem Siegertreppchen einbetoniert. Wir sind da gar nicht mehr runtergestiegen von dem dritten Platz. So hat sich immer durch unsere Karriere durchgezogen. Also erster nicht, aber so dritter, das geht gerade noch. Und ja, vielleicht schauen wir mal rein in dieses wunderbare Video vom PSC 2011. Ja, werden wir Das ist schon lange gleich nicht mehr werden wir jetzt gesehen. sofort auflegen.
mag noch anmerken, dass ich mit dem dritten Preis zuerst sehr enttäuscht war bei der Schwarzen Maria, weil ich hätte mir gedacht, hätte sich mehr verdient. Nur in dem Jahr war die Konkurrenz wirklich hochkarätig. Dass wir da überhaupt auf Platz 3 gekommen sind, war eigentlich mehr retrospektiv gesehen, ja, denke ich mal, es war schon okay so. Ja. Aber ich war enttäuscht. Ja. Wir waren noch dabei. Wir haben gehabt die Wosi-Sieg haben wir, glaube ich, gehabt. Ne? Mit Erwin, ja. Erwin. Dann haben wir Witwer haben wir gehabt mit Man findet immer was stört. Ja, auch sehr gute Nummer gewesen. War nicht FS2 auch in dem Jahr? Ja, ich glaube ja. Ja. Also ein gutes Jahr. Ein gutes Protestjahr. Das war das 11er-Jahr, weißt du? Gsi. Das Jahr gsi. Ja. Also, hier kommt es, unser Auftritt BSC 2011, die Maritat von der Schwarzen Maria. Start Nummer 3, Rotzpippen und das Simmeringer Faustwatschenorchester. Vor der Schwarzen Maria. Grüß Gott. Hallo, grüß euch. Also wir sind Rotzpippen und das Simmeringer Faustwatschenorchester. Featuring Full Long. Ein armer kleiner Panda-Bär steht knapp vor seiner Abschiebung. Nach China, glaube ich. Nach Simmering. Ja, und wir spielen jetzt für euch unseren super Protestsong, die Maritat von der Schwarzen Maria. Der Kollege hat ein Problem mit seinem Ständer. Kommt öfter vor. Kommt der öfters unter, ja. Am Spielplatz die Schrotten, da erzählen sie die Geschichte von der Schwarzen Maria. Die lauert im Schatten, wo's keiner sieht auf die Nacht. Sie holt sich die Kinder, die unerwünscht sind und verzahrt ohne Mitleid. Aber kindergerecht, die Schwarze Maria, sie kennt kein Pardon. Sie nimmt da alles, was du hast, und sie jagt dich davon. Ja, sie jagt dich davon. Wenn's dich traust, dass du dreimal hintereinander Asylantrag sagst, kann's passieren, dass du im nächsten Moment auch schon deine Koffer packst. Und bevor du merkst, das ist kein Traum, verschwindest mit Maria. Im Morgengrauen, die Schwarze Maria, sie findet ein Versteck. Sie nimmt da alles, was du hast, und sie jagt dich weg. Ja, sie jagt dich weg. Maria hat gesagt, wir müssen alles abschieben. Abschieben, abschieben! Ob du schlimm oder brav warst, macht nur keinen Unterschied. Ein humanitäres Bleiberecht hast du gar nicht verdient. Weil du kehrst doch nicht her, nein, du darfst doch nicht sein. Maria lässt nicht jeden, wirklich nicht jeden, in ihr Reich hinein. Die Schwarze Maria, sie kennt kein Pardon.
Sie nimmt da alles, was du hast und sie jagt nichts davon. Die schwarze Maria, ohne Gnade sie ist. Und langsam kriege ich das Gefühl, dass sie Kinder frisst. Dass sie Kinder frisst. Gerade Kinder frisst. Maria mit dem Kinderlied uns allen eine Bleibe gibt. Rotzpippen und das Simmeringer Faustwatschenorchester, die Moritat von der Schwarzen Maria. Tja, Ja, Wahnsinn. Wirklich schön, wirklich schön. Auskriegen, ne? Was waren wir jung und unbescholten? Und man beachte natürlich unser Outfit. Das war ja kein Zufall, dass wir alle schwarz getragen haben. Nein. Sogar der Pass war schwarz. Genau. Extra passend. bei mir war es auch kein Zufall, weil ich halt immer schwarz trage, aber okay. Ja, aber auch nicht zufällig, sondern schon frisch gewählt. Ne? Unbekannt, keine andere Farbe. Ja, wie gesagt, also das war unser dritter Platz beim Protestsong Contest 2011 mit der Moritat von der Schwarzen Maria. Wie wir finden, eigentlich unser bester Beitrag bisher. Bis jetzt. Schauen wir mal, was noch kommt. Und ja, Genau. Und vielleicht hat es euch auch gefallen. Genau, und bei aller Nostalgie darf man natürlich nicht vergessen, was so gerade im Hier und Jetzt passiert. Die größte und schlimmste Pandemie. Menschen haben Sorgen und Angst um ihre Gesundheit. Deswegen schalten wir jetzt schnell wieder mal zum Dr. Umfall, der wieder wichtige Tipps für alle unsere Gesundheit hat. So, liebe Leute, es ist wieder mal soweit. Dr. Umfall beantwortet alle Fragen, die Sie nie gestellt haben oder sich nie zu stellen getraut haben. Es ist aber in Wirklichkeit scheißegal, ob Sie mich fragen oder die Tante Helga. Die Antworten werden genau die gleichen sein. Wir beginnen gleich und ich bedanke mich noch schnell bei den lieben, netten Menschen, die mir einen Kochlöffel geschickt haben. Ich weiß nicht, warum ein Doktor einen Kochlöffel braucht, aber vielleicht gebe ich diesen weiter an meinen Kollegen Zacharissimo für seine Kochsendung. Oder ich prügel damit einfach alle, die mir blöde Fragen stellen. Man kann hier übrigens auch das Logo wunderbar erkennen, glaube ich. Ja. So. Oder man kann es vors Gesicht halten, damit ich nicht so deppert reinschaue. Gehen wir rüber zu den Fragen. Theresa, 32 aus Mödling, möchte gerne wissen, lieber Dr. Umfall, jetzt ist die zweite Welle also endlich da. Wenn wir aber aus der Vergangenheit etwas gelernt haben, dann ist es die Tatsache, dass Fortsetzungen niemals an das Original herankommen. Man denke nur an die Enttäuschungen bei Filmen wie Kindsköpfe 2, Star Trek 2 oder Jackass 2. Was meinen Sie, werter Herr Doktor, kann Corona Teil 2 die Erwartungen erfüllen? Ich glaube, es ist wieder mal eine Frage des richtigen Wordings. Wenn wir den Zweier hinten dranhängen ans Wort, also Corona 2, klingt deppert, ja. Wenn wir es aber machen, zweite Welle Corona, dann klingt das besser. Weiß man. Zweiter Weltkrieg, zweites Konzil, neue deutsche Welle, ist ein bisschen was anderes, aber haben wir auch gesagt, neue Welle. Ne? Wo war die alte Welle? Habe ich nicht gewusst. Wurscht. Aber wenn man so herum macht, ist es nicht mehr ganz so geschissen. Ich denke, die Frage ist gut beantwortet. Kevin Jonathan, 18 aus Bad Ischl, fragt, sehr geehrter Herr Doktor, als der Papa letzte Woche endgültig das WLAN bei uns daheim abgedreht hat, habe ich vor lauter Langeweile den Fernseher eingeschaltet. Dort habe ich so einen schieren Mann mit orangefarbener Haut und einer echt seltsamen Frisur gesehen, der Amerika wieder Gret machen möchte. Voll spooky der Alte. Meine Frage, hat der Typ auch Corona? Oh, da sind jetzt endgültig die Aliens gelandet. Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus beiden sein. Also ich glaube, dass der Herr mit seiner orangenen Haut, das ist ja wahrscheinlich so eine Abwehr, so wie eine Sonnencreme gegen Corona, die hat er sich überall drauf geschmiert, damit er der Corona quasi ping, boing, flip, ne, overprasselt von der Haut. Kann aber auch sein, dass er selber quasi so unsympathisch ist für den Corona, dass der sich auf wem anderen sucht und jetzt quasi alle Amerikaner handtrat und nur er nicht. Kann auch sein. Aliens, ich glaube, dass der orangene selber eins ist. Es gibt Verschwörungstheorien, ich habe das auch schon gesehen, ja. Area 51, wer es kennt, dort haben sie ja damals schon alles verduscht und so, dann haben sie den Typen einfach
Englisch beibracht und haben gesagt, du wirst unser Präsident. Und jetzt sitzt er dort im ovalen Büro und redet. Nein, die meiste Zeit tut er twittern, zwitschert da irgendwas. Nächste Frage. Wilhelm, 73 aus Wien, Unfall. Aus Angst, mich in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Corona anzustecken, steige ich nicht mehr in die U-Bahn ein, sondern setze mich gleich aufs Dach des Zuges. Leider bin ich nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Da oben wimmelt es nur von russischen Jugendlichen. Wissen Sie vielleicht eine andere Art der sicheren Fortbewegung? Ja, mit 73 kann man eigentlich noch relativ gut viel machen. Ich hätte gesagt, besorgen Sie sich ein Skateboard und eine Schnur. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben beim Wasserskifahren. Das kann man nämlich bei der U-Bahn auch machen. Am besten hinten abbinden die Schnur, dann halten, aufs Rollbrett aufsteigen und dann fahren Sie hinterher. Ja, im Tunnel wird es ein bisschen dunkel, aber mit 73, glaube ich, sieht man nicht mehr jetzt viel. Kann man die Brille abnehmen und schon langsam dem Licht entgegenfahren, sage ich mal, am Ende des Tunnels. So, dann haben wir noch eine endgültige Frage von der Sabine aus Hamburg. Die kommen wir bekannt. Zacharias, du Arsch, oje. Bei unserem letzten gemeinsamen Gangbang-Urlaub auf Mallorca hast du mir nicht nur einen Tripper und Sackratten angehängt, nein, auch Corona habe ich jetzt, dank dir. Und angerufen hast du mich hinterher auch nicht, du Sack. Wie soll ich das unseren Kindern erklären? Hä? Ich glaube, du schuldest mir noch einen Buttplug und einen Hundekauchknochen. Sabine, ich kann mich an nichts erinnern, also wenn du Sackratten hast, dann war es wahrscheinlich in Thailand, weil das ist die einzige Erinnerung an einen Ladyboy, die ich noch habe. Und ja, den Buttplug kriegst du nicht mehr zurück, der hat den Lemmy Wings Weg eingeschlagen und ist quasi verschwunden in meiner Peristaltik. Sowas gibt man auch nicht her, wenn man es einmal hat. Hundekauchknochen habe ich gefressen, tut mir leid. Und ich denke, es ist Zeit, wieder weiterzumachen. Ich gebe weiter an meinen Kollegen, den lieben Lumpazzi. Der möchte nämlich auch gerne etwas erzählen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lumpazzi Plays. Heute ein Klassiker, wie er im Buche steht, Super Mario World. Ach, kam mit den meisten Super Nintendo Systemen dazu, wenn man es gekauft hatte. Oh Mann, zu Tode gespielt damals seinerzeit. Ja. Natürlich ist das Spiel viel zu lang, als dass ich es jetzt den paar Minuten nicht vorstellen könnte. Das heißt, wir schauen mal, wie weit das wir kommen. Vielleicht gibt es eine zweite Episode oder vielleicht im Anschluss irgendwann ein Highlight-Reel von meinen Eskapaden in diesem Game. Aber genug der Worte, gehen wir's an. Es ist schon etwas länger her. Was sind das überhaupt für Viecher mit diesen Mini-Flügeln, ne? Ich glaube, die täten gern fliegen, aber können nicht, ja? Buhu, das war knapp. Ich spiele wieder mit meinem Xbox-Controller. Und die Präzision hier mit dem Analog-Stick hier für links-rechts, ja, es ist halt... Boom! Ja, ist halt nicht so, ja. Sonst normalerweise kennt. Jetzt, was mache ich eigentlich? Ach Gott. Aber wir haben noch ein Pilz in Reserve. Oh, Feuerblume, jawohl. Es war schlechter. So, dann. Haha. Epische 11 Punkte, ja, hier beim Zielsprung, großartig, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Normalerweise ist das Ziel, dass man da eigentlich rechts oben zu diesem Schloss hinkommt, damit man in die nächste Welt kommt, aber ich habe extra diesen Pfad genommen, um die gelben Blöcke freizuschalten, hier über den Yellow Switch Palace. So, dann. Extra Leben auch geholt, alle 100 Münzen. Und boink. Schreibt mal eure Erfahrungen überhaupt mit Mario-Spielen im Allgemeinen im Chat, ja, und dann können wir mal schauen, ja. Haha! Der
Fleischmeer geht noch immer. Ein Yoshi, jawohl. Hooray, thank you for... Ja, passt schon. Ist jemandem aufgefallen, was Mario nicht für ein massiver Sadist ist? Er haut den Yoshi mit der Faust an einem Shell, dann muss er die Zunge rausstrecken. Bam! Bam! Schon komisch, ja? Hui! Großartig! Weiter im Text. Ja! Oh boy. Ja, Yoshi's Island Nummer 4. Ja, ach Gott, ich hasse Wasserdinger. Aha! Oh, das war jetzt von mal flott. Okay, erstes Schloss war einer von Bowsers Jünglingenhaus. Ich glaube, es ist Iggy. Iggy Cooper. Yeah, Iggy's Castle. Ah, dann machen wir das quasi jetzt als grande Finale für diese Episode. Ja genau, und den Yoshi lassen wir natürlich da. Ja, wir sind ja... Na. Ah. Blub, blub. Ui. Oh ja, das ist ein Test, um Gottes Willen. Aha. Ah, jetzt. Ducken, jawohl. Haha. Ich hab das Spiel voll bei der. Oh, eine Feuerblume. Scheiße, 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 shit. Na gut. Und schon geht's los gegen Iggy. Und weg mit dir. Shit, shit, shit. Jawohl. Schloss Nummer 1 haben wir geschafft. Gibt nur noch 7 andere, ne? Ist sehr wurscht, ne? Gut, während wir nun dieses Schlösschen hier in Grund und Boden stampfen, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's wieder für diese Episode von Lumpazi Plays. Wie immer, ein Like da lassen, Kommentare von euren Spielen, die ihr gerne sehen würdet auf diesem Kanal, und ich schaue, was man machen kann. Und bis dahin, sagt der Lumpazi, Game on! Super, wenn sich die Eier bedanken, finde ich. Wahnsinn. Ich hab das Spiel, das ganze Spiel habe ich bei der ER gehabt. Ja. Speedrun war es zwar keiner, aber ich war leicht verkühlt, ja, und hatte Bauchstich und stockende Eier, und da kann das schon mal passieren. Ja, Ja, aber gibst du da was? Ein bisschen auf Speed warst du schon, oder? ja ein bisschen, aber wer ist das nicht beim Spielen? Das ist ja Grundnahrungsmittel, ja. Die Amphetamin. Ja, egal. Ja, Ich finde super, dass du in deinem Alter noch so viel Spaß mit deinem Joystick hast. da sieht man wieder die Solisten. Nächstes spielen wirst. Immer die Solisten. Ja, habt ihr einen Vorschlag, welche Spiele der Lumpazi mal für euch spielen soll? Bitte ab damit in den Chat. Also ich glaube, Minesweeper würde sich anbieten, Solitär. Bionic Oder solche Commando, Klassiker. Ja, oder weiß ich nicht. Balloon Flight, Ein paar gute Vorschläge schon. So wie Lemming. Suburban, wie hat das geheißen? Die Fetzerei auf der Rockforce. Straße. Das war ganz nett. Urban Jam. Weiter. Ja, auf jeden Fall immer wieder schön, dem Lumpi beim Spielen zuzuschauen, solange er mit dem Computer spielt und nicht mit sich selbst. Leisure Suit Larry wäre doch mal cool.
Das war ein super Larry, ja. Ja, Larry war nett, ja. Ja, wir bleiben im Programm, sollten Sie erst jetzt zugeschaltet haben. Wir feiern ein Jahr Roadshow und wir feiern auch, dass wir viele Jahre lang beim Protest-Song Contest mit dabei waren. Wir haben jetzt schon gesehen, die Jahre 2010 und 2011, wo wir jeweils den 3. Preis gewonnen haben. Den Herrn Unfall haut's Unfall hat der Begeisterung, sehe ich gerade. Und wir kommen jetzt eigentlich zum größten Erfolg, den wir jemals dort gefeiert haben, nämlich ins Jahr 2012. Lieber Fridtjof, was haben wir denn da getrieben? Da haben wir die Hymne 2.0 geschrieben, beziehungsweise gemacht. Die alternative Hymne, die seitdem eigentlich schon die echte Hymne abgelöst hat, muss man sagen, wenn man wurscht, wo man hingeht. Ja, und da haben wir überraschenderweise gewonnen. Ich glaube, wir haben gar nicht so damit gerechnet, weil wir irgendwie noch so vom Vorjahr mit der Schwarzen Maria so, weiß ich nicht, auf der Welle waren, dass wir uns gedacht haben, viel besser geht es eigentlich gar nicht und nicht einmal mit der Nummer haben wir gewonnen. Aber irgendwie hat das dann zufälligerweise gerade gepasst und Das hätte ja keiner erwartet von uns. Ne? Da haben wir doch dann tatsächlich den ersten Platz abgestaubt. Ich glaube, dass auch die FM4-Haber da teilweise ein bisschen überrascht und geschockt waren, dass auf einmal wir da gewinnen und da hat keiner gewusst, was sollen wir jetzt mit denen auffangen. Es geht ja nicht, dass das Rotzpippen da gewinnt und dann waren wir, glaube ich, am Tag darauf oder 2 Tage später waren wir sogar eingeladen dort. Haben sie uns Leute einladen müssen. Nicht so wirklich, also da waren wir direkt dann im Studio von FM4, da haben sie auch nicht so wirklich gewusst, was mit uns anfangen sollen. Und ich glaube, das, was wir aufgenommen haben, das sind dann ungefähr 20% davon sind dann on air gegangen, den Rest haben sie rausgeschnipselt. Ja. Es war schon Hund, ja. Unsere Musikwünsche haben sie auch großteils, glaube ich, ignoriert, oder? Sie haben gesagt, sowas spielen wir nicht bei FM4. Also was ich mich erinnern kann, noch an diesem Tag darauf bei FM4 im Funkhaus in der Argentinierstraße war Punkt 1, wir sind total asozial rübergekommen, weil wir selbst gebackene Keksel mitgebracht haben, mit denen wir das Studio total zugebröselt haben. Der Fridtjof hat draußen vorm Studio, glaube ich, den Getränkeautomaten fast umgeschmissen, weil kein Bier drin war. Das weiß ich auch noch. Und ich weiß aber, wir sind in diesen 4. Stock hineingekommen, wo FM4 war, sind bei der Tür hinein und sind eigentlich zu dem ersten Schreibtisch, den wir gesehen haben, hingegangen und haben gesagt, grüß Gott, wir sind die Rotzpitten, woraufhin hinter einem Bildschirm der Kopf des Martin Blumenau aufgetaucht ist. Der Kopf hat geschüttelt und ist wieder runtergegangen. Das ist mir in. Und was ich auch noch weiß, es hat nämlich damals sehr stark geschneit und wie wir dann das Funkhaus wieder verlassen haben, nachdem ich in die Barbara Rett hineingelaufen bin, muss ich auch noch sagen. Die ist mir dann ein Tableau voller Kaffee entgegengekommen im Stock, wo E1 ist und ich bin ja gleich mal reingerannt. Aber wie wir dann das Funkhaus endlich verlassen haben oder dann, nachdem er uns hinausgeschmissen hat, haben wir noch miterleben dürfen, wie das Dienstauto von HC Strache einen Strafzettel bekommen hat, weil er direkt vor der Funkhaus einfach geparkt hat. Ja, das war wirklich. Ja. Es war einer der schönsten Tage meines Lebens. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Ja, und zum PSC selber, ja, wir haben damals gewonnen. Das war schön und wir wurden dann wieder auf die Bühne gebeten, um eine Siegerperformance abzuliefern. Worauf ich, und ich glaube, man wird das auch im Video sehen, noch ins Mikrofon gesagt habe, ihr habt uns nur gewinnen lassen, damit wir nicht wiederkommen. Worauf zu meiner Linken die Frau Doris Knecht, eine der Jurorinnen und damals Kurier-Journalistin, eifrig genickt hat. Also ich glaube, sie hat mir recht gegeben. Das Interessante war, dass wir an dem Abend für die Performance nicht einmal so großartig motiviert waren, eben weil wir uns gedacht haben, das wird vielleicht nicht so gut, weil halt eben die Schwarze Maria qualitativ aus unserer Sicht weit besser war, bis ich irgendwann quasi den epischen Spruch losgewastelt habe, schon bei den Proben davor, es ist doch scheißegal, wir gewinnen es ja sowieso. Somit wurde das Lunrakel geboren, ja. Und dann haben wir es tatsächlich gewonnen, auch nach den Scheißdreck. Also diese schöne Veranstaltung meine ich natürlich. Ja. Also es war, ich muss auch ehrlich sagen, dass die Konkurrenz nicht sehr hochkarätig war. Das heißt, wir sind einfach so lange antreten, bis sie einfach niemand gescheiten gehabt haben, ja, eigentlich. Ja. Ja. Wir hatten das Glück des nicht wirklich Tüchtigen, aber des unguten Nörglers, ja, der hartnäckige, ungute Nörgler, der dauernd so lange die antupft, ja. Der das so lange antupft, ja, bis er sagt. Aber wie der Fetz schon gesagt hat, unsere Performance-Qualität bei dieser Zugabe bitte ich natürlich zu entschuldigen, aber
Es ist halt Rotzpippen, ich meine, es Genau. was, es ist halt, Man muss ja bedenken, dass wir an dem Abend als Erster gespielt haben. Das heißt, Ja, Start Nummer 1. beim ersten Auftritt, da reißen wir uns halt immer noch zusammen und waren alle noch so halbwegs nüchtern. Dann haben wir aber, ich glaube, 10 andere Nummern einfach noch Zeit gehabt. Danach war noch ein Mini-Konzert von den Vorjahresgewinnern und dann noch das Voting. Das heißt, wir haben echt viel Zeit gehabt, dass wir uns da schwer einen umhängen, was wir natürlich auch gemacht haben. Und dann auf einmal gewinnen wir den Blödsinn und müssen nochmal auf die Bühne und noch einmal Ja, spielen. wir haben ja eigentlich schon alles weggekramt. Wir haben die Gitarren, iPod, keiner hat damit gerechnet. Jetzt haben wir da hinten gerade nur alles ausreißen müssen Ja. und so. Vor allem, wir haben uns auch Es selber, ist noch gestimmt und so, ne? wir haben uns auch selber weggerannt. ja. Ja. Es hat halt ewig, Auf jeden Fall. es hat ja Das hat ewig keine andere gedauert. Band gemacht. Es hat ewig gedauert, bis wir gemeinsam auf der Bühne waren, weil ein Teil war im Publikum das Voting anschauen. Dann hat schon Kassen, geht's Backstage, ich müsste dann auf, was muss ich, ja, was wie. Ich habe mir gedacht, ich gehe gleich wohl auf die Bühne. Ja. Dann hat Kassen auf die Bühne, ich renn auf die Bühne, alle stehen schon mit dem Instrument, ich ohne, ja. Und dann, wo ist der Gitarre, wo ist der, so Kassen ist so auf die Bühne, ja. Und keiner was gesagt von Instrument, ja. Ach, großartig. Und genau diesen epischen Auftritt wollen wir euch nicht vorenthalten. Ladies and Gentlemen, unsere Siegerperformance oder die Zugabe beim Protest Song Contest 2012, wo wir gewonnen haben. Hymne 2.0, bitteschön, viel Schmaus und Graus. Live aus dem Wiener Rabenhoftheater, der Protest-Song Contest 2012. Und wir spielen jetzt vielleicht nochmal unsere Hymne. Und wer will dann mitsingen beim nächsten Ländermatch Österreich gegen Aserbaidschan, könnt ihr es dann vielleicht schon singen. Also bitte. Aber nur, wenn wir gewinnen. Land der Ämter und Beamten, Land der Stornmusikanten, Land durch was die Donau fließt, wo man Schnitzel frisst. Heimat von die Amtsbekannten, prominenten Tschechenlanden, wo man Sonntagskrone stehlen und gern Trottel wählen. So, jetzt bitte alle. Holla, die Jodel Österreich. Holla, die Jodel alle. Holla, die Jodel Österreich. Ist frei, 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 frei für die Insel. Kinderzimmer, Stenzeldorn und Koma trinken, Schunkel hinterm Gartenzaun, ins Orfloch reinschauen. Ja, da schauen wir alle. Platte toten Komponisten, Mozart, Kugel für Touristen. Wir haben nichts gegen Ausland da, außer sie bleibt da. So, wie geht das? Holla, die Riegel, Jodel, Österreich. Ja, genau. Holla, die Riegel, Jodel, Holla, die Riegel, Jodel, Österreich. Ist frei, 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 frei. Unser Volkssport ist die Sudan. Wir sind niemals ganz allein. Fressen, saufen, Verschern, Boden. Und wenn der Fähnkrieg singt, da geht vom Auswehr. Singen wir alle mit, und sagen wir Havana, ja, 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 ja. Latex spielt den Volksvertreter, alles Überzeugungstäter, der mit Urblick wackelt wird, auf alles wie geschmiert. Erwischt man sie dann doch einmal, dann hat man's Korruptionsskandal, wird super sauber, wird niemals überführt. So, aber alle gegessen, oder? Holla, die Riegel, Jodel, Österreich. Holla, die Riegel, Jodel, Holla, die Riegel, Jodel, Österreich. Ist frei, 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 frei. Ihr könnt uns am Schädel scheißen, Hauptsache wir haben was zum Beißen. Gebt uns Würsteln und ein Bier. Ja, weil wir Kinder rebellieren. Noch mal
Dankeschön. Schön was. Danke. Danke, wir freuen uns. Wow. Man kann nur sagen, wow. Ja, kann man wirklich nicht sagen. Verdienter Sieg, muss ich sagen. Ja. Bestes Absolut, Lied der Welt. Und ich muss auch sagen, also jetzt nochmal nach dem Anschauen, besonders hervorzuheben ist natürlich die Performance des Willibald Budan an der, wie nennt man das Instrument? Melodica, ja. Melodica. Ja. Und was man auch vielleicht auch gesehen, das Publikum ist rasant, hat fluchtartig den Saal verlassen. Man muss dazu sagen, das war 2012. Damals gab es noch nicht viele Smartphones. Sie sind alle ganz schnell heimgerannt und haben Beschwerde-E-Mails an FM4 geschrieben, wie das nur sein konnte, dass so Sautrotteln wie wir diesen altehrwürdigen Contest gewinnen. Und an all die Menschen, die sich damals nicht so gefreut haben über unseren Sieg, trotzdem gewonnen. Bei uns. Ja. Es war uns eine Freude, ja. Ja, das war das Jahr 2012, wo wir gewonnen haben. Und Wie ging's dann natürlich weiter? die Leute ging's zu weiter? ärgern, die gemeint haben, jetzt lassen wir es halt einmal gewinnen, damit sie nicht mehr mitmachen. Haben wir natürlich trotzdem weiter mitgemacht. Im Jahr 2013 waren wir ja dann wieder dabei, weil die Vorjahressieger immer mitspielen. Ja. Ja. Dann haben wir 2014, der Lumpi weiß das noch, du bist ja der Biograf quasi. Wir haben damals das Lied Schlagzeilen eingeschickt für 2014 und durften nicht einmal irgendwo mitmachen. Ja? Wir wurden nicht mal in die Vorausscheidung eingeladen. Da war der Ressort ja angefressen auf uns auch irgendwie. Woran man aber wieder sieht, wie toll das damals war, weil Schlagzeilen, habe ich gehört, rennt mittlerweile sehr häufig auf einem österreichischen Privatradiosender. Tja, so viel dazu. So, das war 2014. Wie war's Dann dann? haben wir 2015 war schon das nächste Lied, ja. Ja, genau. Und wieder Finale, ne? Wieder Finale. Also im Finale, 1, 2, 3, 4, 5 Mal, ne? 4-mal. War aber Also eine- 4-mal mit Lied, einmal nur mit Performance. Nummer, muss man sagen. Und ich war noch einmal mehr. Stimmt, ja. Der Friedhof auch. Friedhof auch, ja. Aus der Vergangenheit. ja, da war es auch Aus der Steinzeit. Mit unserem anderen Projekt Pet Shop Boys. War das ein typisch Ode? Lemmy Winks. Also, wie gesagt, 2015 haben wir es dann zum bisher letzten Mal ins Finale geschafft, und zwar mit einer Nummer, die schon vom Titel her für, sage ich mal, Subtilität, Qualität und Nächstenliebe steht, nämlich es war In Orschki. Und was ich noch von damals in Erinnerung habe, Punkt 1, wir wurden damals Achter. Also weit abgeschlagen, ja. Weit Ramelow haben abgeschlagen. gewonnen. Ramelow haben gewonnen mit dem Wladimir Putin, auch sehr verdient gewonnen. Ja. Und was ich auch noch weiß von damals, der Herr Blumenau hat uns absichtlich keine Punkte gegeben und hat gesagt, weil wir sonst keine kriegen werden auch. Aber er hat auch gesagt damals, er wird das mit Airplay, also sprich für die jüngeren Zuschauer Airplay, er hat gesagt, er wird uns im Radio spielen, und das, muss ich sagen, hat er wirklich gehalten. Er hat uns, glaube ich, fast ein Jahr lang in seiner wöchentlichen Show Bonus-Track als Abschlussnummer gespielt. Und zwar dieses Lied. Und das muss ich dem Herrn Blumenau sehr hoch anrechnen. Der hat wirklich fast ein Jahr lang wöchentlich eine Rotzpippen-Nummer gespielt. Danke dafür, lieber Martin Blumenau. Also ein Mann, der ein Wort scheinbar hält. ein Wort noch von mir zu Martin Blumenau. Der hat nämlich diese Transformation geschafft, vom ersten Mal nur Kopfschütteln, Alter, was sind das für Leute, ja? Bis er irgendwann behindert hat, dass wir wirklich so deppert sind und deswegen wahrscheinlich als Einzige in diesem FM4 Soziotop mit, wir sind alle so alternativ und weltoffen und so, und alles trotzdem die Einzigen waren, die eigentlich straight waren, ja, und irgendwie einfach so waren, wie wir halt sind. Ja. Im Gegensatz zu vielen, die probiert haben, irgendwie ihre eigene Agenda irgendwie da so reinfließen zu lassen in das Ganze. Ich weiß nicht. Ja. Wir singen übers Arschkreien, aber wir machen es nicht. Sagen wir so. Genau. Ja, so ist es. Nichtsdestotrotz hat das Lied dann bei vielen anderen Jurykollegen von Martin Blumenau dann doch für Nasenrümpfen gesorgt. Und einer hat sich doch so beschwert über diese grausliche Fäkalsprache, oder? Und wie kann man nur... Es hat aber dann den ganzen Abend wurde nur mehr Arsch gesagt, von allen in der Jury, gell?
Das ging von denen aus, nicht von uns. Ja. Ich glaube, das ging eher davon aus, dass damals dann nicht bei der Herr Stermann moderiert, sondern nämlich der Herr Ostrowski, Michael Ostrowski hat dann schon moderiert. Und ich glaube, der hat diesen Begriff Arsch und am Arsch geh dann durch die ganze Show, weil wir waren wieder mal die Startnummer 1 damals, und also die ganze Show durchgezogen und am Schluss hat eigentlich die ganze Jury nur mehr Arsch geredet. Aber wir sind niveaulos. Wir sind eigentlich gerüffelt worden, dafür die Jury hat sich nur mehr, und ich weiß auch noch, ein Juror, der wahrscheinlich mittlerweile wieder bei seiner Mama wohnt, und das hat mich wirklich schwer getroffen, hat gesagt, ihm geht am Arsch dieser Green Day-mäßige Pop-Punk. Also wer immer das damals war, du Sautrottel, für dich zeigen wir es jetzt nochmal und für alle, die es gerne sehen wollen. Na, vor allem das, was mich so getroffen hat, ist, dass der einfach die Ramones mit Green Day verwechselt hat, oder? Es hat ja viel von seiner Kompetenz gesagt. Aber wer war das wirklich? War das nicht der Haverer vom trojanischen Pferd, ja, der eine. Ja, was weiß ich. Ach, das ist Hubert Weilheimer oder so. Ja, gemeint, das ist dieser ausgelutschte Green Day Sound und ich denke mir, dann hat er eigentlich noch nie in seinem Leben eine echte Punknummer gehört. Ja. Aber ja, ich meine, was die. Ja, aber er ist ja. Passt halt nicht in seine musikalische Welt, ja. Aber wie gesagt, Entschuldigung. Man muss natürlich auch bemerken, es war das letzte Konzert von Werners heißgeliebter Dan Elektro, oder? Ach ja. Nicht zu vergessen. Und das ist ja geil. Es wurde auch im ORF übertragen und ich habe es ja dann eine Woche später oder so. Sie haben es auch wiederholt. Ja. Und ich habe es dann mal gesehen mit einer Gruppe von älteren Herrschaften, die haben dann nur mal den Kopf geschüttelt und gesagt, was, du bist das? Und wir sind dort gesessen und dann kam die Szene mit der Gitarrenzerstörung und ich habe mir gedacht, Urleibend und so und habe dann gesehen, wie alle Köpfe sich zu mir umgedreht haben und mich so angeschaut haben. Im Fernsehen auch noch. Ne? Also ich muss sagen, ja, ein bisschen peinlich war. Peinlich ist unser Metier und ich würde sagen, wir spannen das Publikum nicht länger auf die Folter. Also wie gesagt, Rotzpippen beim PSC 2015, 8. Platz für in Arschge und es war auch damals live im Fernsehen und jetzt für Sie. Viel Spaß damit. Die Politiker, was uns bescheißen, die Kritiker, was uns verreißen, die Leute, die nichts verstehen, die dann alle in den Arsch gehen. Die Rechten und die Linken Wappler und dazwischen alle unsere Sympathler. Die glauben, die können auf uns zählen, die dann alle in den Arsch gehen. Bitte in den Arsch gehen, uns in den Arsch gehen. Lass uns in Ruhe mit euch Scheiß. Heute gibt's Vorscheine in Ohrscheine mit Vorteilskarte zu einem besonderen Preis. Die Leute von der Jazzfiedlerei und die Metal-Polizei, mit denen haben wir kein Problem, weil die Kinder in den Arsch gehen. Die Mods und die Dancing Stars, die uns verblöden mit ihren Schaß. Die Prominenz aus Funk und Fernsehen kann in den Arsch gehen. Jetzt muss in den Arsch gehen. Bitte in den Arsch gehen. Uns nicht in den Arsch gehen. Lass uns in Ruhe mit euch an Scheiß. Heute gibt's Vorscheine in Ohrscheine. Mit Vorteilskarte zu einem besonderen Preis. Die Auto- und die Radfahrer können in den Arsch gehen. Es wird ansamt und der Hervorrat können in den Arsch gehen. Alle, was uns bekehren wollen, können in den Arsch gehen. Und alle, was uns belehren wollen, können in den Arsch gehen. Geht's in den Arsch! Bitte in den Arsch gehen. Uns in den Arsch gehen. Lasst uns in Ruhe mit euch an Scheiß. Heute gibt's Vorscheine in Ohrscheine mit Vorteilskarte zu einem besonderen Preis. Bitte in den Arsch gehen, wollt's in den Arsch gehen, lasst uns in Ruhe mit euch an Scheiß. Ihr könnt's in den Arsch gehen, Schritt für Schritt und wir gingen mit.
Bitteschön. Ja, und jetzt fragt man sich, warum wir nie wieder im Finale waren. Ne? Deshalb. Ja, also wenn man es denkt, jetzt oder nie, wir reißen den BSC nieder und nachdem wir es gewonnen haben schon mal. Ja, aber ich finde, geile Performance damals. Hat mir sehr gefallen, war wirklich Spaß. War wirklich, wirklich leibend, ja. Für die nächsten Einzelnen, die Themen sind einfach geschissen. Ne? Was waren jetzt die Themen? Ibiza und Corona. Das ist ja Blunzenfahrt. Ja, schon. Das ist langweilig, ja. Ja, das stimmt schon. Es passiert zu wenig. Also, liebe Politiker, stellt was an. Wir brauchen Munition für Protest-Song Contest. Naja, Ideen haben wir ja noch gehabt. Wir haben gesagt, wir machen den Antipasti-Song. Ja, Antipasti wäre natürlich Ja, geil. genau. Antipasti. Dann haben wir gesagt, irgendwann hat es mal gegeben, die Idee, ich verrate jetzt nicht alles, sonst flattert uns das der Hubert Weilheimer. Desinfektions. Und macht dann geschissenen Green Day-Sound draus. Ne? Okay, ja, Q&A, Fragen an uns. Ich möchte nur kurz in den Chat hineinschauen. Der Max Maurer hat angemerkt, da sind die Haare schon weniger geworden. Ich glaube, es geht um die Haarpracht, das ist ein Unfall. Ja, jetzt sind sie weg. Ne? Es ist, ja, Das ist bei allen so. man sieht von Jahr zu Jahr, der Herr Unfall wurde immer kahler, ich wurde immer blader und ja, es ist... Ja, du bist sogar weniger geworden in der Zeit, ne? Ja, aber jetzt weniger geworden. während dem Protest-Song Contest bin ich eigentlich immer mehr geworden, jetzt bin ich wieder weniger. Aber So. damals, Ja. mit steigendem Erfolg ist auch der Ranzen gewachsen. Wir können uns jetzt Butter und Wurst leisten, ja? Der Fuchsi schreibt, in Orschke für mich die beste PSC-Nummer von euch. Danke Fuchsi, wir finden auch, dass es eine coole Nummer war. Hat uns auch sehr gefallen. Damals, auch noch dazu bemerken, hat uns damals unterstützt nicht das Simmeringer Faustwatschorchester, sondern das Simmeringer Knabenchor mit Brigitte Bordeaux, Dr. Exler und Baumi, die da einfach nur deppern ins Mikro eingebrüllt haben, was eigentlich super zur Performance passt hat. Aber es war Arsch, der Text war leicht. Ne? War leicht, ja. Kann man sich merken, ja. Das Aber wir können noch kurz weiter dazu, wir haben ja dann noch was eingeschickt, die Jahre da drauf, ne? Zweimal, oder? Aluhut haben wir eingeschickt und ist ins Vorfinale gekommen, Aluhut. Hat aber leider nicht fürs Finale gereicht. Damals, muss ich sagen, im Vorfinale mit Willibald Budern am Schlagzeug beim Vorfinale. Mhm. Ja. Weil der Herr Hotzenplotz damals wieder mal eine Haftstrafe abzusitzen hatte. Aber es war nur kleine, ne? Ja, aber das ist immer so im Mondraum, Jänner, die Heizkosten sind zu hoch zu Hause da. Ja, was hast du denn damals ausgefasst? 3 Monate oder sowas, gell? Ich glaube, sowas war es. Ja, ich glaube, es war dann nach 6 Wochen bin ich hier rausgekommen wegen guter Führung. Wahrscheinlich, ja. Immer Oder dasselbe. guter Führer. Ja, haben wir dann noch was eingeschickt? Headstack haben wir gesagt, ne? Headstack war, glaube ich, die letzte, was wir geschickt haben. Ja, das sind wir auch ins Vorfinale gekommen. Damit, Ach ja. War dann eine ähnliche Geschichte an und für sich, ja, mit dem. Das heißt, beim Headstack, interessanterweise, wurden wir schon bei der Vorausscheidung Backstage interviewt mit wir gratulieren wieder mal zum Finaleinstieg und so. genau. Und dann sind wir gar nicht weitergekommen. An dem Abend hat auch der Herr Blumenau uns gesehen bei der Vorausscheidung im Haus der Begegnung. Hat dann, nachdem die Auswahl getroffen war und wir nicht dabei waren, auch noch zu uns gesagt beim Rausgehen, ja, ich bin bestürzt. Aber war das nicht auch das Jahr, wo er uns begrüßt hat mit den Worten letztklassig wie immer? Ja, nach unserem Auftritt ja. haben wir ihn kurz Backstage gesehen, haben wir gesagt, ja, hallo, servus und er so letztklassig wie immer. Ja? Also wir haben auf jeden Fall Martin Blume noch nicht enttäuscht. Ich glaube, das war ein Kompliment. Ja. Das ist der Grund, warum wir es machen. Ne? Wenn wir erstklassig sein wollen würden, würden wir denselben Scheiß machen wie alle anderen. Ne? Selbstverständlich. Wenn wir darüber singen, dass wir mit der Cousine schlafen wollen oder so ein Scheiß. Mit deiner Cousine will ich nicht schlafen, ich kenne die nicht einmal. Echt? Na, die ist lieb. Also wenn du mit ihr schlafst, ist okay. Ich tät nicht. Eine Frage, die jetzt vielleicht nicht im Chat steht, aber die doch wirklich oft gestellt wird, ist,
ob und wann wir wieder mal beim Protest Song Contest dabei sind. Ich glaube, wir haben das vorher schon auch beantwortet. Ja. Ja, es mangelt ein bisschen an Themen. Wie gesagt, der Herr Rumpfel hat das vorher schon gesagt, was ist momentan relevant? Ibiza und Corona. Beide Themen sind ziemlich ausgelutscht. Also nochmal der Appell an unsere lieben Politiker, Sportler und Prominenten, bitte treibt irgendeinen Blödsinn, wir müssen Protestlieder schreiben über ihr Gefraster. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Land braucht uns schon langsam wieder. Irgendwie. Ich habe oft so beim Liederschreiben einfach das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen Perlen vor die Säue. So unser hohes Niveau quasi dafür so eine FM4-Veranstaltung zu verschwenden. Ja. Hast du gesagt, unser hohes Niveau? Unser hohes Niveau, ja. Ich bin aber, einen Radiosender, einen drittklassigen. Ich bin aber doch sehr zuversichtlich, was den kommenden Wiener Gemeinderatswahlkampf betrifft. Vielleicht tun sich da einige Themen für uns auf. Nachdem es ja diesmal die FPÖ und die Liste Heinz-Christian Strache geben wird, ich glaube, da werden lustige Battles entstehen, aus denen man vielleicht ein Lied basteln kann. Schauen wir mal. Strache liefert wöchentlich Wuchteln, oder? Das ist so 2010, das braune Würstel, das haben wir doch schon observiert. Der Markus stellt eine Frage. Der Markus fragt, ob Altbottel, Alf Beuer, Knackator, alles Leute, die sich beim Eurovision Song Contest beworben haben und es teilweise auch dorthin geschafft haben, so der Alf Beuer, ob das nicht auch was für uns wäre, der Eurovision Song Contest. Unser Niveau ist viel zu hoch. Unser Niveau ist viel zu hoch. Ich würde es auf jeden Fall machen. Das Problem ist nur, also wir sind ja bei FM4 schon sehr unbeliebt. Ne? Wenn wir jetzt beim Mutterschiff quasi, beim ORF anklopfen, die jagen uns aus mit nassen Handtüchern. Ja? Also kannst vergessen. Weiß nicht, so viel Koks haben wir gar nicht, dass wir das da zahlen, dass wir da mitmachen dürfen. Ja, ich glaube, das ist daran wird es wahrscheinlich scheitern. Ja, und unser Koks wollen wir lieber selber konsumieren. Ne? Grundsätzlich, glaube ich, wäre das ein Mutzhex. Ja, obwohl soll ich's verraten? Ich glaube, vielleicht einige wissen es ja schon, aber einer von uns, nämlich der Herr Unfall, hat ja schon einmal unter dem Pseudonym Conchita Wurst beim Song Contest teilgenommen und hat, glaube ich, nicht so schlecht abgeschnitten. Aber nicht weiter verraten. Ja. Und das war eine Perücke übrigens, ja. Das war eine Perücke, ja. Und eine Gesichtsperücke, ja. Weil mein Bartwuchs ist leider, wie man sieht, nicht mehr ganz so dunkel, ja. Ich färbe mir jetzt immer grau, damit ich ein bisschen meinem Alter entsprechend ausschaue. Ne? Also mit 53 kann man schon so ausschauen. Ne? Jetzt hast du dich aber jünger gemacht. Ja, Entschuldigung. Okay. Gut, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch für heute. Irgendwer hat noch anbemerkt, dass das mit dem Strache bei der Wienwahl noch nicht fix ist. Ich glaube, da gibt es irgendwelche Ungereimtheiten. Punkto seines Wohnsitzes oder wie immer. Man sollte halt nicht wohnen, wenn man. Der Ben Haas schreibt nur, der gute alte seelenlose Ziegelstein könnte wieder ins Spiel kommen. Ja, das ist richtig. Der seelenlose Ziegelstein, der uns bei unserem ersten PSC-Auftritt begleitet hat, den haben wir aber leider in einer Mauer eingemauert. Vielleicht sollte man wieder rausklopfen. Das ist der tragende Ziegelstein am Königelberg, also der heute das ganze ORF-Zentrum. Den haben wir dort eingesetzt damals. Wenn wir den wegnehmen, bricht das alles zusammen. Eigentlich kann man aber sagen, nachdem dieser Ziegelstein war ihm dabei bei einem unserer allerersten großen Auftritte, man könnte sagen, dieser Ziegelstein ist das Fundament für unsere Karriere gewesen. Und ich verpfuscht vom Heimwecker King, aber trotzdem. Aber ich glaube, mit diesen wunderschönen Worten können wir euch für heute in Ruhe lassen. Wocke mit dem Popo war auch Arsch. Wir haben Niveau, ja. Da gebe ich dir recht. Lieber Max Maurer, wir haben Nivea. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir können in Arsch und Wogel nicht damit. Ja, aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Es war wunderbar, dass wir mit euch gemeinsam unsere Protest-Song-Contest so ist jetzt so eine Karriere ein bisschen durchlaufen haben. Es waren wunderbare Zeiten, wissen. Und vielleicht sind wir wieder mal mit dabei beim Protest-Song-Contest. Was auf jeden Fall ist, wir sehen uns wieder in wahrscheinlich 2 Wochen zu einer Live-Roadshow aus unserem Studio B. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Dann wieder auf YouTube. Und bis dahin, gehabt euch wohl, schaut euch unseren Scheißdreck an, denkt an uns und Lombardi hat das Schlusswort.
Gute Nacht. Ja.